Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktikfuchs. Leute, diesmal zum Spiel gegen den FC Kopenhagen. Ich sehe gerade, ihr habt die Logos gar nicht eingeblendet. Das ist ja frech. Ja, gehen wir rein. Vieles stellt sich ja wieder von alleine auf, denke ich. Ich zeige euch mal meine Aufstellung. Wie ich denke, wie aufgestellt wird, können wir kurz machen. Ich denke, es wird dieselbe Aufstellung wie gegen Köln sein, abgesehen von Thomas Müller. Ja, vielleicht kommt ein Guerrero rein als Linksverteidiger und Mazraoui geht nach rechts. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder ein Davis kommt wieder als Linksverteidiger. Aber ich denke, das wird es an dem Großen und Ganzen gewesen sein. Ich zeige euch hier meine Aufstellung. Natürlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund, ja, dass die Leute gegen Köln durchgespielt haben. Nichtsdestotrotz würde ich mit dem Leroy anfangen. Ja, einfach weil das Zusammenspiel von Sané und Kane gut ist. Und ich denke, ja, man sollte in der ersten Halbzeit schon noch mal zeigen, was Phase ist. Von daher würde ich mit dem Sané anfangen. Allerdings würde ich mit dem Sané über rechts kommen und ich würde über links dem Tell die Chance geben. Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Da wird wahrscheinlich eher ein Gnabry die Chance bekommen. Bei mir würde Tell die Chance bekommen. Sané kann man dann nach 60 Minuten gerne austauschen gegen Coman, Gnabry, sonst was. Ist ja nicht, dass wir keine Alternativen haben. Bei mir würde auch ein Müller beginnen auf der 10. Auch da kann man natürlich auch mal wechseln. Ja, es kann natürlich auch ein Sané dann auf links gehen, Müller auf rechts, ein Tell als hängende Spitze oder Tell nach vorne und ein Harry Kane auf die 10. Das sollte immer, wie in jedem Spiel, vorne die Positionen sollten variabel gestaltet werden. Ja, na klar, eine Grundordnung, aber wenn man merkt, so die Gegenspieler haben sich auf die Spieler eingestellt, bin ich immer ein Freund davon, dass man auch mal sagen kann, man wechselt mal ein bisschen durch. Bedingt, dass ein Kim sehr weite Reisen hatte und so weiter, würde ich ein Kim mal eine Pause gönnen. Ich will deswegen mit dem Goretzka anfangen und wo ist der Opa? Opa ist für mich gesetzt, ist der stabilste da hinten. Aber ich denke, man kann das gegen Kopenhagen mal machen, mit dem Leon als Innenverteidiger anzufangen. Mazraoui ist für mich der einzige Rechtsverteidiger, den wir haben. Da Kimmich auf dieser Pose ja nicht spielen will, kann, darf, wie auch immer. Davis hat jetzt eine Pause gekriegt, von daher würde ich mit dem Davis mal anfangen. Würde mal schauen, was so geht. Und ja, ich denke, das ist okay. Ja, Leimer ist eine Maschine, von daher wird für mich Leimer auf jeden Fall spielen. Auch im Mittelfeld würde er spielen. Ja, und ich würde es mit dem Pavlovic beginnen. Ich würde auch dem Kimmich mal eine Pause gönnen. Auch wenn Kimmich jetzt nicht unbedingt so viel gefordert war bei der Nationalmannschaft, aber auch gegen Köln war es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig super überzeugend. Und ich denke, Pavlovic kann man mal bringen und mal gucken, ja, wie die Entwicklung da vorangeht, ob sie vorangeht. Von daher wäre das meine Aufstellung. Natürlich hast du die Option mit dem Kimmich jederzeit dann da irgendwas gerade zu rücken, wenn das nicht klappen sollte. So, ja. Wahrscheinlich passiert mir das nicht. Kann ich auch verstehen. Kann auch verstehen, wenn das bei euch einige anders sehen, aber ich würde den beiden einfach mal die Chance geben. Und da jetzt wieder von der B11 zu reden, fühle ich auch nicht. Ich denke, ein Tell hat gezeigt, was er kann. Müller brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Pavlovic kann man so auf B11, wenn man diesen Begriff mag, ich mag den einfach nicht, auf B11 sehen. Ja, aber wenn man den Jungs keine Chancen gibt, was willst du dann erwarten? Ne? Ersatz für mich Kretzig. Definitiv, wenn Fonsi, ich weiß es nicht, ja, wenn Fonsi noch nicht fit genug, spielfit ist oder so, würde ich sogar mit dem Kretzig anfangen.
oder mit dem Guerrero. Ähm, ansonsten würde ich mir den Guerrero aber auch offen lassen für die Zehnerposition oder die Achterposition, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Aber so hast du Riesenalternativen. Du hast einen Kimmich und einen Guerrero für die Mitte oder Guerrero auch für links. Du hättest aber auch einen Kimmich für rechts im Notfall. Oder könntest einen Leimer nach rechts schieben, obwohl ich vom Leimer auf rechts gar nichts halte. Ähm, also du hast jede Menge Optionen dann. Ja, du hast draußen noch einen Coman und einen Gnabry. Ähm, ja, selbst 'n Choupo-Moting ist da draußen, den ich jetzt nicht wirklich als Option sehe, aber damit stehe ich wohl auch relativ alleine, was aber auch okay ist. Also, ja, klar, FC Kopenhagen, super heimstark in dem, Stadion und natürlich werden die sich nicht ergeben oder sowas. Die werden Gas geben, werden alles versuchen. Da geht's noch um den Einzug in die K.O.-Phase. Du musst dagegenhalten, na klar, aber noch mal, also ich sehe das jetzt nicht als großes Problem an, dass man Goretzka einen Innenverteidiger gibt und 'n Pavlovic mit dem Leimer zusammen die Zentrale bildet. Werden wir leider nicht sehen. Von daher wissen wir auch nicht, ob's klappen würde. Ja, vielleicht wird's auch voll in die Hose gehen, dann müsste ich dafür natürlich auch gerade stehen. Ich denke, wir werden Kimmich, Goretzka sehen, mittig. Wir werden, ja, wahrscheinlich links 'n Davies sehen, vielleicht 'n Guerrero, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall hat Tuchel ja jetzt wieder ein paar Optionen, ja. Guerrero, ja, vielleicht nicht für volle 90 Minuten, aber ich denke mal, so eine Halbzeit wird er bestimmt kriegen. Müller ist eine Option. Ob Müller eine Option oder der richtige Part in diesem Spiel ist, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie Kopenhagen agieren wird. Wenn sie ähnlich defensiv stehen wie im Hinspiel, ist Müller auf jeden Fall die richtige Option. Ansonsten, ja, abwarten. Ich bin sehr gespannt, auf die Aufstellung, wie Tuchel agieren wird. Das wäre so mein Vorschlag, mit dem ich beginnen würde, aber bei mir wäre das auch kein Problem. Das hätte ich den Spielern aber auch von Anfang an klar gemacht, wenn ich irgendwo anfangen würde als Trainer, dass zur Halbzeit gewechselt wird. Ja, wir haben einen so starken Kader, ähm, und nutzen ihn einfach nicht. Ja, wir reden immer von Belastungssteuerung. Ich fange jetzt nicht wieder das Thema Köln an und so weiter. Aber ich denke, wenn man so einen starken Kader hat, nochmal, dann kann man auch sagen, hier, ich habe hier 4 Alternativen für 2 Positionen. Jungs, ihr spielt jetzt eine Halbzeit, gebt einfach 150%, knallt die an die Wand und in der zweiten Halbzeit kommt der nächste rein, der auch wieder 150% geben kann. Ja, warum muss man immer sagen, auch ja, ja und nein, spielt's 80, 85 Minuten und dann bringe ich den anderen mal für 5 Minuten rein. Geht in meinen Kopf nicht rein, wenn man immer davon redet, so, ja, wir haben 'n super starkes Niveau in der Mannschaft, alles auf Augenhöhe und eigentlich hätten der und der und der jetzt auch verdient gehabt, von Anfang an zu spielen. Ja, dann sprecht das doch ab. Wenn das doch wirklich so ist und das Leistungsvermögen so eng beieinander ist, wo ist denn dann das Problem, dass jeder 'ne Halbzeit spielt? So, wo ist das Problem? Macht man in Freundschaftsspielen auch, ja? Also, I don't know. Und wenn man den Jungs da mitgibt, gibt die Halbzeit Vollgas. Ähm, ja, du hast zufriedenere Spieler, weil alle 'n bisschen Spielzeit bekommen. Du hast fittere Spieler, weil das ja angeblich so eine starke Belastung ist bei uns, dass sie 90 Minuten Vollgas geben müssen und das können wir dann nicht, auch nicht gegen Gegner wie Köln. Dann spielen wir lieber die Bälle hinten rum. Kann man natürlich dann ein bisschen entgegenwirken, indem man zur Halbzeit frische Kräfte bringt. Wenn das vorher abgesprochen ist und jeder weiß, was die Rolle ist, ähm, sollte das doch auch kein Problem sein. Wenn das irgendwann nicht mehr klappt, jo, dann kannst du das ja immer noch ändern. Aber wenn man so ein dichtes Leistungsniveau hat, ja, ich verstehe dann den Ansatz zu sagen: „Ja, nee, ich möchte dann lieber noch mal in die zweite Halbzeit gehen, die erste Viertelstunde.“ Ja, okay. Aber wir wechseln auch nach 60 Minuten nicht. Ganz selten. Das früheste ist 70, 75. Weiß ich nicht. Also, ich denke, gerade so zur 60. rum kann man definitiv dann mal durchtauschen. Aber ist auch nur meine Meinung, wieder mein Ansatz. Aber ich bin ja auch nur 'n, Sofa-Coach und kein Real-Coach, ja? Also, von daher ist einfach nur meine Meinung und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir sehen ein schönes Spiel mit einem erfolgreichen Ergebnis. Das wäre doch schön.